So, Annalisa, was für Musik hörst du überhaupt? Keine Ahnung, so Mainstream-Sachen, One Republic, Script, für was? Seht ihr den Namen District 7 nicht? Nein, noch nie davon hören. Kennen die Apps? Das ist eine Ascher-Band und wir hatten die Gelegenheit, sie zu interviewen. Nachdem wir sie auf ihrem Konzert an Rockhall begleitet haben, sind sie bei uns an den Ulzig-Kanal gekommen. Du hast mich gefragt, wie und wie sie zusammengefunden haben. 2011 im März ist wir das alle Botte dem Noah einen Kaffee getroffen und du hat man einfach Lust, ein bisschen zu Musik zu machen. Und dann haben wir da doch eine Zeit gemacht und dann nicht danach dann Portugal als Bassistin und hat dann angefangen, ein bisschen zu konkretisieren, mit immer mehr Konzerte spielen und dann eben noch mit den Preisen, die wir gewonnen haben, haben wir dann auch eben den Plan von der CD ausgeschafft. Du hast eine Form geholt eben als Band, wo wir Leute bestehen und man immer mehr Erfahrung sammeln und immer mehr Konzerte spielen. War das dann eine Motivation, Musik zu machen? Musik macht euch all Spaß, manchmal kann ich am Namen von der Band schätzen. Und ich spiele noch gerne zusammen, sowohl an der Profi als auch auf Konzerten. Wie hat dann Ihren ersten Kontakt mit der Musik am Allgemeinen, mit Instrumentspielen oder Lauscheren? Ich komme aus einer ganz musikalischen Familie, also schon sehr mit klassischer Musik angefangen. Trompete, Piano, alles. Und dann, wie ich an der Liste komme, sind dann angefangen. Das ist ein bisschen mehr mein Genre gelauscht, so Rock, wie so will. Ja, wie ich klein war, habe ich an der Konservatoire gestochen und dann habe ich noch eine klassische Ausbildung gemacht und habe auch eben Saxophon, also klassisch gelehrt. Und nun wie ich auf Setting komme, habe ich mal gesagt, hey, ich will aber nicht das ewig weitermachen. Und ich habe angefangen, Gitarre zu lernen, dabei zu singen. Du seid ja eine Punk-Rock-Band. Wie seid ihr denn überhaupt auf den Genre gekommen? Ich schon persönlich immer am Anfang ganz viel Green Day gelauscht und Blink-182, das ist also der Punk eben dabei aus den 90er. Und mit der Zeit hat sich das aber immer mehr offen, noch mal mit den Influenz von den anderen, die nicht gerade das selbst gelauscht tun, dass wir als Lo, da wo wir los sind, also Pop-Punk eben ist, das ist schöne kleine Gesang, mit aber auch ein bisschen mehr harten, verzerrte Gitarren. Dat ihr letzten Monat eng neue EP rausgebracht, die Brave New World heißt. Was waren dann ihre größten Schwierigkeiten? Ich meine, das Ganze mal zu finanzieren. Wir hatten einen Konkurs gewonnen, der Walk the South, wo von der Gemeinde zu Peting organisiert wird. Am Winter letztes Jahr haben wir die gewonnen. Und dann hat es eben Möglichkeit gegeben, am Wert von 1.000 Euro an Drucker eben abholen zu gehen. Und da haben wir dann noch andere Sponsoren gefunden, die ein bisschen nach dem gekauft haben, für sowohl das Mixing, wie auch das Mastering, wie auch die ganze Presse von den CDs. Also alle Statuette. Seid ihr allgemein zufrieden mit eurem neuen Album oder hat er nachher und da, wo er so erst so, das könnte besser sein? Am Großen sind wir zufrieden, kennt auf verschiedene Plätze, ein bisschen besser sind wir kann. Das war so als erste CD, die mal aufgekommen ist. Ich meine, das ist einfach akzeptabel. Da sind immer selber ganz kritisch mit sich selber, ja. Weil den Lo weiß, ich kann besser machen. Und dann hört den CD und dann hört ihn aber, wie ihn für ein paar Monate so gespielt wird. Und da sehen sich, los spielen ich aber nicht mehr so mehr. Ich meine, das geschieht noch bei allen Bands, auch bei den Großen. Und der Zeit geht es immer besser, dann hört die nächste CD ab und dann geht es immer besser. Der hat ja letztes Jahr und dieses Jahr Preise am Screaming Fields gewonnen. Unter anderem Best Live Performance und das beste Lied. Was hat er dafür Gefühle? Ich meine, das erste Jahr, ich meine, das war 2013, haben wir Best Live Performance gewonnen. Und das hat schon ganz viel Wort eben, sowohl die Preise, wo man da gut, weil wir es bewiesen haben, dass wir aber ein bisschen Potenzial haben und dass wir es können wirklich live auch präsentieren und die müssen sich irgendwie zu blamieren. Eben, wir sind dadurch auch an Encadrement von den Ressourcen von der Rock gekommen, die uns wirklich ganz viel geholfen haben während dem ganzen Jahr, wo wir das viel mit denen gemacht haben, dann es ganz viel Tipps geben, wie man hier soll nur leben, wie man es da soll nur leben. Also. Und dann das beste Lied, wo wir das Jahr gewonnen haben, war eben nach ein kleines Supplement drüber auf das Ganze. Wie fandet ihr als junge Band heute zu Lützeburg? Also das echt einfach abzuklammen oder hast du einfach schwer? Am Anfang hat man einfach angefangen, wie ich meine, die meisten Bands einfach Kaffee zu spielen, einfach uns von, ob ich irgendwo spielen und dann hat man sich entweder mit einer anderen jungen Band eben zusammengetan. Und am Anfang war es nicht so schwer, dass du eben Musik können beweisen, dass er wirklich will und dass er auch kann, für überall quasi. Muss ich ein bisschen Talent haben, für Promo zu machen, weil das geht oft in der Stadt. So geht aber ziemlich einfach, also dass wir immer, wenn ihn sein Produkt, an diesem Fall Musik eben, gut kann verkaufen oder gut kann präsentieren, dann sind Leute egal wie zu tun. Das ist, könnte normalerweise automatisch ein bisschen rocken. Also.
Was erhofft ihr euch dann als Young Band an der Zukunft? Ja, lo fir d'Eigen Mol nach Konzert spielen. Also mir hun lo wollen bis als CD net Leiit bringen. An dann Ausland lo 2015 mal ein Ausland goen. An der Sinn nur is Plan.